Schon vielleicht rund so seit 2 Jahren beschäftigen mich 2 zentrale Sätze aus dem Buch Esther. Gott hat in einer Intensität wie selten sonst zu mir durch die 2 Sätze geredet. Könnte es sein, dass die zentralen Aussagen auch etwas mit deinem Leben zu tun hätten, mit unserer Kirche und mit der Quellenhof-Stiftung, die zu uns gehört. Speziell ist, dass ich gerade heute darüber predigen kann, weil genau an diesem Wochenende wird in Israel in jeder Synagoge aus dem Buch Esther vorgelesen. In Erinnerung an die Rettung der Juden durch den Mut der Königin Esther ziehen an dem Tag, an dem Wochenende, die Leute in Israel in so verkleideten Paraden durch die Städte durch. Und in Jerusalem ist das seit 30 Jahren nicht mehr der Fall gewesen. Und das erste Mal an dem Wochenende haben sie beschlossen, angesichts der schwierigen Situation, das Freudenfest oder das Erlösungsfest trotzdem wieder einmal zu feiern. Es sind festliche, bunte Umzüge und sie verschenken einander, den Nachbarn und den Freunden, den Verwandten, kleine Aufmerksamkeit wie Gebäck und Süßigkeiten. Und in Anlehnung an den Bösewicht werden Haman-Taschen gemacht und gegessen. Und die Orthodoxen, die müssen so viel Alkohol trinken, dass sie nicht mehr den Unterschied wissen zwischen Haman und Mardochai. Also, dass sie stockbesoffen sind. Auch das gehört zu dem Fest. Ich kenne bei uns kein solches Fest, wo das auch vorkäme. Also, wir sind da mitten im Fluss. Gerade ein Zufall, dass genau an dem Sonntag ich über das Buch predigen darf. Königin Esther. Die Story ist etwa im Jahr 470 vor Christus am Hof vom persischen König Xerxes passiert. Einmal mehr ist ein gewaltig seinerzeit märchenhaftes Fest am Hof gefeiert worden und wo auch der König dann mehr als genug Alk hatte, hat er seine Königin kommen und die hat ihm es verweigert und in dem Moment ist es zum Eklat gekommen und er hat die Königin von ihrem Königinnenjob abgesetzt. Und jetzt ist es darum gegangen, im neuen Königin-Briefing, im neuen Königin-Searching, so eine Königin zu finden. Und wir haben dann nach langem Suchen und nach langen Vorbereitungen hat man Esther gefunden. Esther war ein jüdisches Mädchen. Es hat aber niemand gewusst, dass es jüdisch ist. Ein Waisenkind und Pflegetochter von ihrem Cousin Mardochai. In dieser Zeit hat einer der spitzen Hofbeamten, der Haman, nicht Hamas, Haman, ja. Ihr merkt etwas. Hat der spitze Hofbeamte Haman die Vernichtung der Juden im ganzen Persischen Reich machen. Er hat dadurch vom König ein Schreiben sich geben lassen, dass an einem Tag im ganzen grossen Persischen Reich alle Juden müssen umgebracht werden. Die Briefe sind überall rausgegangen und der Tag ist darauf hingefiebert worden, wo das grosse Holocaust, das grosse Massaker, hätte stattfinden sollen. Wo der Mordechai, der Pflegevater von der Esther, das vernommen hat er in grösster Trauer seine Kleider zerrissen, Asche auf sein Haupt da und ist schreiend durch die Stadt durchgelaufen bis vor den Palast vom König. Er hat nicht dürfen in der Trauer im Palast vom König eingehen, weil im Königspalast hat man nur eingehen, wenn man fröhlich war. Aber er ist mit dem Hattach, einem Kämmerer von der Esther, in Kontakt gekommen und da lesen wir, was dann der Mordechai mit dem Hattach gemacht hat, was er ihm gegeben hat und was er ihm gesagt hat zuhanden von der Königin, von seiner Pflegetochter. Und gab ihm die Abschrift des Gebots, das zu Susa erlassen war, um sie zu vernichten, damit er es Esther zeigte und ihr berichtete und ihr gebiete, zum König hineinzugehen, zu ihm zu flehen und eine Bitte an ihn zu richten, um ihr Volk. Hey Esther, hat er ausrichten lassen, da ist eine grosse Verfolgung im Kommen
Und du bist die muss zum König gehen, zu deinem Mann und ihm sagen, er soll das Verdikt aufheben. Esther, ihre Antwort war folgendermaßen. Als Hathach hineinkam und Esther die Worte Mordechais sagte Esther zu Hathach und gebot ihm an Mordechai, es wissen alle Knechte des Königs und das Volk in den Ländern des Königs, dass wer zum König in den Hof hineingeht, er sei Mann oder Frau, der nicht gerufen ist, der soll nach dem Gebot sofort sterben. Es sei denn, dass der König das goldene Zepter gegen ihn streckt, damit er lebendig bleibt. Ich aber bin nun in 30 Tagen nicht gerufen worden, zum König hineinzukommen. Also, Esther hat ihrem Pflegevater ausrichten lassen, weißt du was, wenn ich das mache, dann ist die Chance, dass ich sterben muss, grösser, als dass ich überlebe. Und darum will ich das nicht machen. Ich habe Angst und ich begreife sie. Aber der Mordechai, der Pflegevater, hat nicht aufgegeben. Und er hat zu seiner Pflegetochter Folgendes gesagt. Esther 4,14, wir sehen es da vorne auch. Denn wenn du zu dieser Zeit schweigen wirst, so wird deine Hilfe und Rettung von einem anderen Ort her den Juden erstehen. Du aber und deines Vaters Haus, ihr werdet umkommen. Und wer weiß, ob du nicht gerade um dieser Zeit willen zur königlichen Würde gekommen bist. Ich lese es nochmal, weil das ist mein Predigtext heute Morgen. Also, der Mordechai hat Esther Folgendes ausrichten lassen. Denn wenn du zu dieser Zeit schweigen wirst, so wird deine Hilfe um der Rettung von einem anderen Ort her den Juden erstehen. Du aber und deines Vaters Haus, ihr werdet umkommen. Und wer weiß, ob du nicht gerade um diese Zeit willen zur königlichen Würde gekommen bist. Zuerst der Kontext Gott und sein Volk. Wie in dieser Geschichte an, wenn wir die letzten 2500 Jahre anschauen, lesen wir immer wieder davon, wie es Verfolgungen gegeben hat gegen Juden. Und dabei ist es immer so gewesen, die ganzen 2500 Jahre lang. Auch wenn es Leid und Not gegeben hat, auch wenn viele Juden gestorben sind. Aber Gott hat nie zugelassen, dass sein Volk ausgerottet wird. Er hat seine Hand immer über sein Volk gehabt. Und er hat immer wieder seine Esther berufen. Ich denke an Oskar Schindler im Holocaust. Ich denke an so viele andere Frauen und Männer, gerade von Holland, die in dem Holocaust oder in anderen Momenten von Gott gerufen worden sind, um Juden zu retten. Darum feiern die Juden das Purimfest und schöpfen bis zum heutigen Tag Mut daraus aus dem, was vor 2500 Jahren passiert ist. Im Zug von dem Antisemitismus, den wir im Moment erleben, der wieder aufflammt, hat das eine besondere Bedeutung und einen besonderen Trost für das Volk Israel, dass Gott noch wird Menschen wieder rufen, die werden einstehen für die Juden. Natürlich denken sie in diesem Jahr ganz besonders an den 7. Oktober, wo die Hamas den Haman gespielt hat und versucht hat, das Volk Israel auszurotten, was aber nicht gelungen ist. Auch in dem Schrecklichen, was da passiert ist, hören wir so Esther-Stories von Menschen, die Gott gebraucht hat, um Juden zu retten. Aber heute Morgen geht es mir primär um 2 Schlüsselvers für dich und für mich. Sie könnten eine Bedeutung haben für uns, für unsere Kirche und für unsere Stiftung. Darum beschäftigt mich das schon seit bald 2 Jahren. Es ist zuerst der zweite Teil von dem Vers, den ich gelesen habe, der heißt: Und wer weiß, ob du nicht gerade um diese Zeit willen zur königlichen Würde gekommen bist. Ist Esther, sagt der Mordechai, könnte es sein, dass Esther gerade im richtigen Moment am richtigen Ort war? Dass die Zeit nicht zufällig war, wo sie Königin geworden ist? Dass es überhaupt nicht zufällig war, dass sie Königin geworden ist? Sondern dass so Gottes Hand,
Gottes Führung im Spiel sind. Mordechai lässt das offen, aber stellt Esther die Frage, könnte es sein? Wie ist das in unserem Leben? Wie ist das bei Menschen, die bewusst Jesus Christus nachfolgen? Wie könnte das sein bei Menschen, die beten, Herr, führ mich, brauch mein Leben? Könnte es sein, dass an dem Ort, wo du bist, du nicht zufällig bist? Könnte es sein, dass ob das Ort, wo du bist, du sehr gern bist und du Erfolg hast und prosperierst, zum Blühen kommst? Oder der Ort, wo du bist, auch schwierig ist und vielleicht ablöschend? Aber könnte es sein, dass du auch nicht umsonst an dem Ort bist, wo du bist? Vielleicht ist das, was du an dem Ort kannst tun und sollst tun, von Gott gedenkt, nicht so gross wie das von der Esther. Vielleicht ist es viel kleiner. Vielleicht scheint es dir banal. Und doch glaube ich, dass es nicht Zufall ist, dass Gott uns dort hinstellt, wo wir gerade sind. Könnte es sein, dass dort, wo wir sind, ein Mensch ein ermutigendes Wort oder einen Zuspruch braucht? Könnte es sein, dass dort, wo wir stehen, wir Möglichkeit haben, zum Frieden, zur Versöhnung beizutragen? Könnte es sein, dass in einer Business-Situation plötzlich uns Gedanken kommen, die übernatürlich sind, um ein Problem zu lösen oder eine innovative Lösung zu finden? Könnte es sein, dass in einem Konflikt mit einer frustrierten Person du ein Wort und Möglichkeiten findest, dass die Person ihren Frust fallen lassen kann? Könnte es sein, dass du dort, wo Menschen begegnest, vor allem auch alleinerziehende Eltern, die in den Armutsfallen sind, du mit den finanziellen Möglichkeiten, die dir Gott anvertraut hat, könntest einen Unterschied machen und sie segnen? Könnte es sein, dass es Werk, eine Gemeinde gibt, eine Kirche, wo du kannst helfen mit deinen Finanzen oder mit deiner Zeit und so dieser Organisation zu helfen, dass sie zum Blühen kommt? Wer weiß, ob du nicht gerade um deren Umstand willen, wo du drin bist, dem, wo du begegnest, um diesen Umstand willen, an dem Ort bist, wo du bist? Für die Menschen, die du begegnest, für ihre Bedürfnisse ein Segen zu sein und einen Unterschied zu machen. Ich bin überzeugt, dass Menschen, die in welcher Situation auch immer echt Ausschau nach so Gelegenheiten halten, ein spannendes Leben haben. Ein Leben, das einen Unterschied macht zum Leben, das einfach nur für sich lebt und für sich schaut und sich selber genug ist. So ein Leben wird gleich mal langweilig. Jetzt, Freunde, ist die Zeit. Jetzt ist der Tag. Jetzt ist der Monat. Jetzt ist das Jahr, um einen Unterschied zu machen. Um andere Menschen zu segnen. Um in Situationen die richtigen Worte zu finden. Um in Situationen anders zu reagieren, als andere reagieren. Jetzt, heute ist die Zeit. Könnte es sein, dass du darum an dem Ort bist, wo du bist. Das gilt aber nicht nur für Einzelne. Als ich vor einem Jahr aus dem Kreis von christlichen Verbandsleitern zurückgetreten bin, von allen Freikirchenverbänden, die dort zusammen sind, hat man mich gefragt, ob ich noch ein Wort hätte zum Abschluss. Und ich habe gesagt, ich habe euch kein anderes Wort, das ich schon vor einem Jahr hatte, als sie mich gefragt haben. Dann haben wir genau das. Und wer weiß, ob du nicht gerade um dieser Zeit willen zur königlichen Würde gekommen bist. Freunde, das gilt auch für unsere Kirche und für unsere Stiftung. Als GVC und als Quellenhof-Stiftung stehen wir nicht im luftleeren Raum, im geschichtsleeren Raum raus, irgendwie in einer beliebigen Zeit. Viele sagen, es hat Zeiten gegeben, wo es einfacher war, das Evangelium zu verkündigen. Das kann sein. Aber wir als Kirche, wir als Stiftung stehen in dieser Situation, wo wir stehen. Heute ist die Zeit, wo unsere Leiter die Fragen bewegen in der Kirche, was dran ist. Und ich durfte einen Teil von der GVC-Konferenz teilnehmen und durfte mit spüren,
wie sie die Zeit wahrnehmen, wie sie darum gerungen haben, was in dieser Zeit für uns in der Kirche wirklich dran ist. Sie werden es weiterhin tun. Es ist entscheidend für eine Kirche, dass sie sich überlegt, in welcher Zeit dass sie lebt und Veränderungen wahrnimmt, um in dieser Zeit einen Unterschied zu machen, das, was es braucht. Es ist aber auch entscheidend für eine Quellenhof-Stiftung in dieser Zeit, wo sie steht. Vor ein paar Wochen ist ein neues Haus eröffnet worden. Es ist ein Haus für stark traumatisierte junge Frauen. Die Quellenhof-Stiftung hat das wahrgenommen, dass das ein Bedürfnis ist und sich dem Bedürfnis anpasst, danach ausgestreckt, da einen Unterschied zu machen. Und ich bin gespannt, wie die Leiter von der Quellenhof-Stiftung und von der GVC-Kirche, dass der Reichtum, den wir haben auf unserem Areal, mit dem Town Village, mit all dem, was so grosse Ausstrahlung ist. Ich war letztens am Jazzturnier da von anderen und dann ist natürlich das Town Village gerade zum Gespräch geworden. Und ich merke, was für eine Ausstrahlung, dass das Town Village, Café Theodor und so weiter, unser Quartier, unsere Stadt hat. Ich erinnere mich daran, dass vor ein paar Jahren der Stadtpräsident gesagt hat zu mir, ohne euch Freikirche ging es nicht mehr. Die Quellenhof-Stiftung und GVC-Leiter müssen miteinander schauen. Und sie werden das tun. Und ich weiss, sie sind dran. Sie werden schauen, was ist gemeinsam dran, um den Reichtum, den es Gott gegeben hat, zu verwalten, aber nicht zu verwalten, sondern weiterzuentwickeln. Ich bin überzeugt, wir sind noch nicht am Ende, es wird noch weitergehen. Auch wenn ich ins nächste Glied zurückgetreten bin. Wir haben Leiter und Leiterinnen, die das wollen. Und ich ermutige die Leiter und Leiterinnen. Und wir als Kirche haben sie zu ermutigen, das, was in dieser Zeit dran ist, zu spüren von Gott her, wahrzunehmen, für sie zu beten und mit ihnen den Weg zu gehen. Der zweite Schlüsselsatz heißt: Denn wenn du zu dieser Zeit schweigen wirst, so wird deine Hilfe und Errettung von einem anderen Ort her den Juden erstehen. Du aber und deines Vaters Haus, ihr werdet umkommen. Was soll jetzt das bedeuten? Der Esther, ihre Stellung war entscheidend gewesen. Und trotzdem sagt der Mordechai ihr, so entscheidend, dass Gott nicht mehr weiter weiss, wenn du Nein sagst, ist deine Stellung trotzdem nicht. Aber du wirst es nicht überleben. Gott wäre nicht aufgeschmissen gewesen, wenn Esther Nein gesagt hätte. Der Glaube hat der Mordechai gehabt. Vielleicht gilt das auch für dein Leben. Wenn du den Moment, die Gelegenheit verpasst, warum auch immer, einen Unterschied zu machen, ist Gott noch lange nicht aufgeschmissen. Da sehen wir uns im richtigen Licht. Wir sind nicht alles in allem. Wir sind nicht die welche, der welcher, ohne dem nichts geht. Ja, aber dann können wir sagen, dann lassen wir es doch gerade, wenn es Gott nicht unbedingt braucht. Nein, es ist wunderbar, von Gott geführt durchs Leben zu gehen. Es ist wunderbar, einen Unterschied zu machen und das zu feiern und das mitzuerleben. Und Gott will nicht irgendjemanden brauchen, sondern er stellt immer Menschen an den Ort an, wo er sagt, ich möchte dich brauchen. Ja, wie ist das mit dem Umkommen? Also, wenn wir jetzt etwas nicht wahrnehmen, kommen wir dann um. Meine Auslegung ist da anders. Das Umkommen, das hat damit zu tun, dass unser Leben langweilig wird. Langweilig, öde, blass, nicht spannend, nicht nachhaltig. Nichts bleibt für unserem Leben. Das ist so die Metapher, die ich da drin sehe. Das gilt auch für die Kirche und für die Stiftung. Keine Kirche und keine Stiftung ist unersetzbar. Aber es ist wunderbar, wenn Gott die Kirche und das Werk unserer Zeit gemäß braucht. Und dadurch, weil sie sich brauchen lässt, die Kirche und die Stiftung zum Blühen kommt. Kirche und christliche Werke, die sich selber genügen, die werden verblassen,
und unbedeutend sein und werden irgendwo auf der Strecke bleiben. Wenn sie nicht gestorben sind, leben sie noch heute. Sie werden fruchtlos bleiben und sie werden bedeutungslos bleiben. Zum Schluss 2 Sachen. Freunde, Esther hat sich getraut, einen Unterschied zu machen. Sie hat sogar ihr Leben gewagt. Wie ist es mit dir? Getraust du an dem Ort, wo du stehst? An dem Ort, wo du aus deiner Sicht vielleicht zufällig bist? An dem Ort Ausschau zu halten, was dein Unterschied könnte sein? Wo eine Aufgabe für dich da ist. Vielleicht im Kleinen, vielleicht im Grösseren. Vielleicht mit einem einfachen Wort. Vielleicht in der grösseren Aktion. Vielleicht mit Zeit. Vielleicht mit Aufmerksamkeit. Vielleicht mit Finanzen einen Unterschied zu machen. Und du wirst, wenn du das machst, dein eigene Purimfest feiern. Du wirst selber erfahren, dass es dich glücklich macht. Dass es Freude gibt, dass es Dynamik gibt ins Leben hinein, dass es einen Unterschied macht. Ich wünsche dir das so von ganzem Herzen. Könnte es sein, dass du an dem Ort bist jetzt gerade, um dessen Willen einen Unterschied zu machen. Ermutigen wir unsere Leiter und Leiterinnen. Kritik haben sie genug. Die kommt sowieso. Ausser wir machen gar nichts. Veränderung geschieht. Veränderung muss passieren. Weil wir immer wieder in einem neuen Umfeld drin sind. Neue Gotteszugang der Menschen. Neue Zeiten, wo das Rad immer schneller dreht. Und Menschen etwas anderes braucht. Ermutigen wir unsere Leiter und Leiterinnen. Gott von unserer Kirche oder der Kirche, wo du herkommst. Von unserer Stiftung. Und beten wir dafür, dass sie zusammen noch viel Kreativität freilegen können. Um das Geschenk, das wir hier haben. Das Gewaltige, was da gewachsen ist, all diesen Jahren. Nicht nur zu bewahren, sondern weiter zu entwickeln. Und weiter auszubauen. Nach dem, was in dieser Zeit dran ist. Ich habe lange gewartet, bis ich über das predigen konnte. Danke vielmals fürs Zuhören. Bitte noch zum Aufstehen fürs Gebet. Jesus. Jesus, Jesus. Du unser Erlöser und du unser Freund. Ich ehre dich. Ich bete dich an im Kreis von meinen Brüdern und Schwestern, von all den Menschen, die heute in der Parkarena sind. Wir beten dich an. Wir ehren dich als unser Herr und König, als unser Brüder und unser Freund, als unser Tröster und der für uns vorausgeht. Und Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du uns offene Ohren und Augen schenkst. Für dort, wo wir unseren Ort gerade sind. Für dort, wo wir im Kleinen oder im Grösseren dürfen den Unterschied machen. Um dieser Zeit willen. Um dieses Ortes willen. Und zusammen bitten wir dich für unsere Leiterinnen und Leiter, für unsere Kirche und für unsere Stiftung. Dass du eine Weisheit gibst. In dieser schnellen Zeit, in dieser bewegten Zeit hinein, Kirche und Stiftung zu bauen. Wir beten für sie, dass du ihnen zeigst, wo dass ein Platz ist. Wo das was dran ist oder eben nicht dran ist. Ich empfinde, dass du uns aufrufst, heute Morgen ihnen zu vertrauen. Und das Vertrauen zu geben
aber mit Gebet zu untermauern. Herr, hilf ihnen zu sehen, wo sich die Kirche entwickeln soll und die Stiftung soll entwickeln. Um diese Zeit willen. Könnte es sein, dass wir nicht Kirche sind, zufälligerweise in dieser Zeit. Könnte es sein, dass du nicht zufälligerweise Businessfrau oder Businessmann ist. Könnte es sein, dass du nicht zufälligerweise in deinem Quartier, in deinem Umfeld wohnst und bist. Könnte es sein, dass deine Nachbarschaft nicht zufällig ist. Amen. Wir haben bei uns in den Kirchen, und das ist vor allem jetzt auch für die Gäste heute wichtig, da ein Gebetsteam. Wenn ihr ein Gebetsanliegen habt, wenn ihr krank seid oder wenn ihr sonst ein Anliegen habt, dürft ihr gerne jetzt da durchgehen. Dort hat es ein Tischchen und dort werden gefragt, für was ihr beten lassen. Und dann hat es Leute, die mit euch in den Raum hinterher gehen. Das ist also nichts zu bucken dort hinten, oder? Das ist ganz normal. Ein Raum, wo wir für euch gerne beten. Also auch für Leute, die das erste Mal da sind. Auch zu sagen, dass man da hin kann, das Abendmahl feiern. Einfach das Abendmahl nehmen, individuell. Wir können auch zum Kreuz anstehen. Und manchmal ist es einfach, wenn man etwas unternehmen kann, etwas kann sich bewegen. Wir können auch zu dem Stuhl gehen, wo Namen sind von Leuten, die man einladen will, in Alpha Life Kurs. Und für euch, die zu Hause sind, ihr seht die Telefonnummer, dann könnt ihr eine Textnachricht schicken. Und wir haben Leute da, die gerne euer Gebet aufnehmen und für euch beten. So gehen wir in die ganz wichtige Zeit jetzt, in dieser Gegenwart von dem lebendigen Gott. Und vielleicht sagt er dir gerade in dieser Zeit etwas, das einen Unterschied macht.